Freunde, ich habe gestern Abend in meinem Handy innen drin unsere Zukunft gesehen und sie strahlt hell. Ich bin gestern auf der Couch gelegen und habe TikTok gescrollt und bin zu einem Livestream gekommen, wo irgendwie so 8 ältere russische Damen waren und die haben einfach abwechselnd Karaoke gesungen, so russische Volkslieder. Und eine hat immer so tanzt, die hat sich dann verschiedene Hüte aufgesetzt, die hat auch einen riesen Kaffeetasse gehabt, das warst du, Verena. Und okay. Da habe ich mir gedacht, ja, so wird's dann mal im Altersheim. Da Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zur 21. Folge vom Wellensittich Stammtisch. Jawohl, der Podcast darf Bier saufen in Amerika. Ja! Jawohl! Endlich! Zeit ist geworden. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr alle zuhört, dass ihr neu dabei seid, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr wieder dabei seid. Schaut euch, falls ihr was auslassen habt. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Wellensittich, der uns hier zuhört. Wir sind 3 Wellensittiche hier. Hier hocken Tanja. Servus. Dres. Hallo. Und ich bin Vreni. Und damit gebe ich das Wort weiter an meine Freundinnen. Ich habe seit neuesten, liebe Wellensittiche, auch den Zugang zum Wellensittich-Stammtisch-Account, zum Instagram-Account. Ich wollte mich da eigentlich raushalten, aber ich wollte ganz dringend die Story aus dem Wildpark Poing posten. Mit den Gers, falls das jemand gesehen hat. Und jetzt bin ich da auch drin in dem Account und ich schaue ab und zu rein. Und ich habe gesehen, dass mich einer tatsächlich Anita nennt. In die DMs da drin. Also geht's noch. Jetzt haben wir schon Anna, Anita, ja danke. Naja, Grüße an die. War ich sauer. Ich muss ja gestehen, Reda, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit Anja in dem Account drin ist, fühle ich mich ein bisschen kontrolliert. Ja, ich mich auch. Wieso? Das ist wie wenn der Papa mitliest, was wir da treiben. Ja, ihr sollt ja hier keine Bilder von euch in Unterhosen verschicken. Da muss ich drüber schauen. Das war ein Ding unter uns und die Wellensittiche und jetzt bist du auch dabei. Ja, es fühlt sich jetzt Angenehm. irgendwie... Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es gefällt mir, dass das du gesagt hast. Bei mir geht's ähnlich. Ich kann euch beruhigen, so oft bin ich nicht drin. Gott sei Dank. Aber die Nachricht mit der Anita habe ich gelesen und ich war sauer. Recht. Ja, aber jetzt für alle, die die Story nicht gesehen haben, was ist passiert im Wildpark Poing? Ach so, ich hab die Gers. Ich hab kurz überlegen müssen, was. Gorsten. Bitte Du sagst Gorsten. das schon mehrmals heute und es klingt, also das ist nicht richtig, das ist oder? falsch. Ja, das ist schon richtig. In meinem Dialekt ist das richtig. Echt? Ein Gors, mehrere Gers. Ja? Ida Gorsten sagen. Ja. Aber gut, wir vertreten hier ja mach du dein mehrere Ding. Teile Bayerns. Ja, mach dein Ding an, ja. Und selbst, wenn nur ich die einzige Person war, die das sagen hat, dann ist es trotzdem mein Dialekt und ihr kennt es euch mal ganz Okay. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich gar nicht gewusst habe, wie es auf Hochdeutsch richtig heißt. Die Geißlein. Ziegen. Na, das ist was anderes. Sind wir jetzt wieder bei der Hirschkuh-Diskussion? Wir sind bei der Nightlight Globo-Diskussion und ich schaffe das ganz kurz mal. Bitte erzähl einfach die Geschichte. Ich kann das Ich muss nicht. das aber wissen, für meinen Bildungsstand. Ich hätte gemeint, Ziegen und Gers sind was anderes. Sind was Unterschiedliches. Echt? Ich hab gemeint, der Gors ist eine Ziege im Dialekt. Wir werden es rausfinden, liebe Wellensittiche, ganz in der wissenschaftlichen Wissenschaftspodcast-Manier und werden es euch beim nächsten Mal sagen. Ja, das ist peinlich. Das ist genauso peinlich, wie dass ich ungefähr vorletztes Jahr erst rausgefunden habe, dass ein Reh kein Hirsch heiratet. Habe ich gewusst, dass das Wort Rehbock existiert? Habe ich gewusst, dass das Wort Hirschkuh existiert? Ja. Habe ich trotzdem gedacht, dass ein Reh einen Hirsch heiratet? Ja.
Ich glaube, so ist das ähnlich. Auf jeden Fall habe ich diesen Tierchen erzählt und einer Beutel gezeigt von der Reis, wenn sie beim nächsten Mal umrennen müssen, wenn diese Frau den Wildpark betritt. Haben wir ausgemacht, wurde mit Leckerlis bestätigt, eingeklatscht quasi, abgemacht. Das war schon. Das wollte ich unbedingt hochladen, deswegen habe ich mich eingeloggt in diesen Account. Naja, was mich sehr gefreut hat die Woche, war als Feedback von die Wellensittiche zur letzten Folge. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge, schauen die, wenn du das nicht gehört hast, sofort zurück, erzählt, was wir so seltsame Angewohnheiten an uns festgestellt haben. Und ich fand es sehr, sehr heilend, dass wir damit nicht allein sind. Es haben mehrere Wellensittiche privat geschrieben, aber auch kommentiert, was sie so für komische Angewohnheiten haben. Und da mal gern was vorlesen. Die Kerki hat zum Beispiel auf Spotify geschrieben, ich zahl grundsätzlich Treppen, brauchst du also nichts denken, Reis. Und wenn die ungerad sind, nimm ich am Ende 2 Stufen auf einmal, damit es wieder passt. Das liebe ich so sehr. Das finde ich nur logisch. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Finde ich gut. Voll gut. Dann hat auch noch der Steff kommentiert auf Spotify, dass er nur Primzahlen bei der Lautstärke einstellen darf. Und dass er immer schaut, anscheinend ist dieser Drehknopf bei ihm, hat da so einen Strich am Autoradio und er schaut immer, dass der Strich oben ist und stellt dann im Zweifel am Lenkradl Lautstärke um, damit der Strich oben bleiben kann. Das mache ich auch. Nein, echt? Echt? Ja. Okay. Ja, mein Regler hat keinen Strich, aber ich kann mir gut vorstellen, das auch so zu machen, wenn es so wäre. Ich habe so einen generellen Hass auf die Menschheit in mir drin, aber ich finde, das ist wieder so was Süßes an der Menschheit, dass jeder so seine eigenen kleinen Ticks hat und dass man das irgendwie auch kaum erzählt im Normalfall. Und deswegen denkt, man hat nur selber sowas. Das finde ich lieb. Ach ja, mir sind an mir selber auch noch ein paar komische Angewohnheiten tatsächlich dann aufgefallen, die ich jetzt mal nicht erzählt habe. Zum Beispiel, dass wenn ich eine Serie schaue und wenn ich die mag, dann muss ich, also das ist wie so ein innerer Zwang, dann muss ich alle Schauspieler googeln, wie alt die waren, als das draht worden ist, weil ich möchte es einschätzen können. Weil manchmal ist so Teenie-Sendungen, da sind dann die Schauspieler trotzdem 25. Und ich will das einfach wissen. Und das hat absolut keinen Mehrwert für mich. Aber ich will es wissen. Und dann hocke ich mal auf der Couch und sage zu der Person, die gerade neben mir sitzt, also die Schauspielerin, die ist da schon 37 gewesen. Die ist da 10 Jahre älter als der andere. Es ist einfach so bescheuert. Naja, und mir ist noch aufgefallen, dass, das ist mir vor allem vorhin auch gerade nochmal aufgefallen, weil ich habe heute so Kopfschmerzen und ich habe gestern eine professionelle Zahnreinigung gekriegt. Deswegen habe ich jetzt 24 Stunden lang keinen Kaffee trinken dürfen. Und ein paar Leute unterstellen mir ja Alkoholsucht, aber Freunde, ich kann jetzt sofort aufhören, für immer Alkohol zu trinken, aber ich kann nicht damit aufhören, Kaffee zu trinken. Ich bin wirklich süchtig. Und ich habe jetzt auch überlegt, ob ich vielleicht deswegen auch so krasse Kopfschmerzen halt habe, weil das der Entzug ist. Aber mir ist aufgefallen, dass ich mich am Abend schon immer extrem auf den Kaffee in der Früh freue. Also es ist für mich ein Grund einzuschlafen. Dass ich Das durch ist jeden gut. Abend so denke, wie schön das sein wird, wenn ich in der Früh mal lecker Käffchen trinken werde. Deswegen habe ich gestern ja quasi gar keinen Spaß, gar keine Freude gefühlt einzuschlafen, weil da waren die 24 Stunden noch nicht dann quasi in der Früh. Also, Aber hast du jetzt mittlerweile schon einen Drunger? Na, deswegen habe ich Schade. immer noch starke Schmerzen. Naja. Also ich habe das, wenn ich eine starke Kaffee, ich trinke ja eigentlich so nicht viel Kaffee, aber wenn ich so eine Kaffeephase habe und dann kaum mehr trinke, dann habe ich auch Mörderkopf. Vielleicht ist es echt das. Naja. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt dann ein lecker Cappuccino reinsaufen. Ja. Freu mich schon. Ach ja, schön. Sind eigentlich nur irgendwelche an die komischen Angewohnheiten bei euch aufgefallen? Oder Denkweisen? ja, zum Thema Kaffee, da bin ich gleich bei Globerbier. Ah, das ist die logische Connection, ja. Woher diese Connection, ja? Ich kenne die Connection nur für euch, weil ich trinke tatsächlich nicht Kaffee oder selten. Aber
Ich hock gelegentlich mal auf dem Klo. Und wenn ich bei anderen Leuten auf dem Klo bin oder auf öffentlichen Toiletten und das Klopapier ist falsch rum auf der Halterung, Ja. das macht mich wahnsinnig. Ich muss das umdrehen. Aber wie Ich ist dreh denn das immer richtig um. rum für die? Richtig rum ist, wenn sie es nach vorn abrollt. Ja, finde ich ja. Also nicht hinten an der Wand entlang. Es berührt trotzdem die Wand, aber wenn es vorne rangeht, hat man das Gefühl, dass nicht so fest die Wand berührt. Ich weiß nicht. Das verstehe ich. Aber ich glaube, bei mir geht es nicht so weit, dass ich es umdrehen darf. Ja, doch. Muss sein. Regt mich auf. Hast du nur irgendwas? Finde ich Rest? gut. Na, mir ist nichts mehr eingefallen, was seltsame Angewohnheiten sind. Ich habe noch viel drüber nachgedacht, über welche Sachen ich ein bisschen zu viel weiß. Aber, Und? Was ist rausgekommen? also, ich habe dann gedacht, für mein Alter weiß ich definitiv zu viel über so Jugendsprache und so Social-Media-Trends und Internet-Trends. Also, da denke ich mir manchmal, das ist nicht gut, was hier passiert. Also, ich darf sagen, ich habe sehr viel unnötiges Meme-Wissen und halt, wie gesagt, auch so Jugendbegriffe und so, da bin ich ein bisschen zu viel drin. Da bin ich auch der unangenehme Onkel. Genauso wie bei den Filmen. Bin ich auch da der unangenehme Typ, der ein bisschen zu viel weiß und dann so zu die Kinder geht mit seinem Undratenkappe und einem Skateboard unterm Arm und sagt, na, Kids? Ja. So fühle ich mich da ein bisschen. Laut unserer Nichte ist unserer, naja, wir sind ja alle verwandt, ist eh klar. Oder in Bayern. Laut meiner Nichte ist unser Podcast übrigens Sass. Nur, dass ihr es wisst. Und wenn ihr nicht wisst, was das heißt, dann müsst ihr halt Dress fragen und nicht uns. An der Stelle da ich noch ganz gerne auf anderes Wellensittich-Feedback eingehe. Es hat euch ja Adresse in der letzten Folge verzeiht, dass sie gern Senf isst und der sie wieder Viere riecht, wenn sie meint, einen Kater zu haben, den sie ja anscheinend noch nie gehabt hat. Aber Egal. ja. Nach dem Saufen halt. Und das war auch sehr interessant, weil da kamen tatsächlich auch Nachrichten rein von euch. Also die Senfgeschichte, da ist was dran auf jeden Fall. Ja, ich sag's ja schon lang. Es hat zum Beispiel der Wolfi auf Spotify kommentiert, dass er auch was zum Thema Wirkung von Senf beitragen kann. Und zwar einer der besten deutschen Eishockeyspieler, der Leon Draisaitl, nutzt Senf während der Spiele proaktiv gegen aufkommende Muskelkrämpfe. Ja, Das finde ich spannend. Das ist echt weird. Wissen wir jetzt natürlich nicht, ob es stimmt, aber der Wolfi wird schon wissen. Elektrolyte, Salze, Magnesium, alles drin. Wir haben auch noch eine DM zu dem Thema gekriegt, vom Andreas, der geschrieben hat, da mit dem Senf hat Res recht, ich nehme den auch beim Sport zwecks am Magnesium und Kalium und natürlich auch nach dem Suff. Das ist Echt echt krass. brutal. Das hat dein Körper Das ist einfach wild. intuitiv gewusst. Du bist wie so ein, Ja, mein Körper wie so ein weiß, was er Tier. braucht. Ja. Ein Trüffelschwein. Ein Senfschwein. Ja, ja. Ja, schön. Voll schön. So viel noch dazu. Das freut mich, dass ich da damit nicht allein bin. Aber wie gesagt, ich sage schon lange, ich empfehle das auch echt jedem. Ja. Der Senf ist einfach der Mittelscharfe, aber Ja. nicht, dass jetzt hier jemand auf falsche Gedanken kommt. Gut. Schön. Was war denn sonst noch bei euch in der Woche los? Außer Senf essen. Gut. Das ist sowieso Standard, aber abgesehen vom Senfessen war ich inspiriert von euch jetzt auch endlich am Umtupfen. Ich habe endlich einen Teil von meinen Zimmerpflanzen umtupft und vor allem meine Olivenbaum. Ich habe auf dem Balkon 2 Olivenbaum, 2 kleine, und in dem einer waren in der Erden einfach 10 Engerling drin. Viel Teufel, aber Das muss bitte erklären, was das ist. Also, ja, eigentlich das möchte ich erkläre es nicht nochmal gern. hören, Also, aber ich singe in meinem Kopf kurz was. ich erkläre es auch gar nicht so gern. Ich fand das nämlich sau eklig. Falls ihr euch jemals gefragt habt, wo Maikäfer herkommen, sie sind, bevor sie fliegen, kleine, eklige, weiße, madenartige Würmer, die in der Erde leben und sie von Wurzeln ernähren. Deswegen ist meinem Olivenbaum auch sehr, sehr schlecht gegangen. Er hat gelbe Bladel gekriegt, er hat Bladel abgeworfen und jetzt hat er neue Erde, die engerlingfrei ist. Und ich hoffe, es geht ihm gut. Er hat leider auch einen Radikalschnitt gekriegt. Ich schaue ihn gerade an, ich sehe ihn von da aus. Er schaut sehr traurig aus. Er hat eine freche Kurzhaarfrisur. Und ich sage mal so, es steht ihm nicht. Oh Gott, kann er die hören? Nein, ich glaube, er hört mich nicht. Gut. Oh. Er lässt alle Blattel fallen. Oh Leider. nein. Ah ja. Ja,
Naja. Das wächst schon wieder nach. Die zwei haben mir vor der Aufnahme übrigens auch empfohlen, meine Haare umzutupfen, weil die vorher alle die im Videopodcast sagen, die Sengs, die sind vorhin so drucken und Therese hat gesagt, ja, dann tut ein bisschen Öl rein, aber da sind schon 3 Tropfen Öl vorher reingewandert. Und dann wurde mir empfohlen, die vielleicht umzutupfen. Danke dafür. Dann mal ja frische Erden. Gerne. Dann geht's ja noch wieder Genau. gut. Ich probier's. Was war bei dir so los, Ferdi? Ich habe geschreinermeistert mal wieder. Das erste Kastel ist fertig. Das war ein Beistelltisch, den habe ich eigentlich bloß noch anstreichen müssen. Der dient jetzt als Pflanzenhocker für meine Zimmerpflanzen im Wohnzimmer. Finde ich sehr gut. Schön. Und ich habe angefangen zu schleifen. Ich mache mich gerade dran an eine Glasvitrine fürs Wohnzimmer. Die Regalbredel sind fertig und jetzt am Wochenende kann es passieren, dass da noch weitergeht mit Schleifen und Schön. Streichen. Richtig gut. Und ich habe sehr viel Farbe bestellt. Ich habe tatsächlich einen Marathon hinter mir, was Baumarkt und Farbenfachgeschäft betrifft. Könnt ihr euch vorstellen, dass da nicht einen Möbellack gibt in einer gescheiten Farbe? Könnt ihr euch das vorstellen? Einzelhandel wollte ich unterstützen. Tut mir leid, das ist mir nicht gelungen. Ich habe jetzt ein großes Backel Farbe bestellt. Ich bin gestern an der Filiale von dem Farbladen bei mir daheim vorbeigegangen und dann habe ich an die Dinger müssen und habe mir gedacht, oh Gott, wir sind einfach zu erwachsen, dass ich jetzt bei einem blöden Farbladen an Verena-Dinger muss. Dass die doch nicht diese Farbe haben. Geh. Okay. Naja. Naja, was war bei dir los, Anja? Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt eigentlich. Ich war im Wildpark und war da mit meine stimmt. Freundinnen, meine anderen Freundinnen, Grüße, von daheim. Okay. Und meinst die haben teilweise eine Kinder dabei gehabt, also die schon Kinder haben. Und ich habe meine Nichten dabei gehabt und das war sehr schön. Und an dieser Stelle möchte ich mal nochmal, ich habe es ihnen schon persönlich gesagt, aber ich möchte generell einen Respekt an alle Mütter dieser Welt aussprechen. Weil als ich da die 2 Kiddies dabei gehabt habe ich mir wieder gedacht, das ist brutal. Du brauchst eigentlich 10 Hände. Also es reichen Ja. nicht 2. Und daher einfach Respekt an die ganzen Mütter. Respekt an eure 1000 Hände. Ihr macht das alle super, Bussi. Ihr seid der Wahnsinn. Ja, und ansonsten haben wir uns diese Woche noch einen Traum von uns erfüllt. Und zwar haben wir schon sehr lange davon geträumt, dass wir mal offiziell zusammenarbeiten. Und wir haben tatsächlich jetzt unser GBR gegründet, wegen dem Podcast. Also ihr habt uns das quasi ermöglicht. Vielen Dank dafür. Da kann man schon mal klatschen an dieser Stelle. Ja, müssen wir zum Trinker gehen da drauf. Die Wellensittiche träumen ja schon davor, dass wir mal Wellensittich-Schwarmtreffen im Spinnradl machen. Vielleicht ist das ein Grund dafür. Wer weiß. Müssen wir uns mal nochmal zusammenschreiben. Weil, wenn man mit einem Podcast auch Geld verdient, dann muss man natürlich das anmelden. So, wisst ihr Bescheid? Wieder was gelernt. Weil man verdient nämlich, diese Frage kommt nämlich, die krieg ich seit neuestem beim Foodgig gestellt. Vorher war es ja während der Mallorca-Flüge gezahlt. Jetzt verdient man eigentlich was beim Podcast. Nein, man verdient nichts mit dem Podcast. Also man kriegt da nicht pro Aufruf irgendwas. Man hat eigentlich nur Ausgaben und aufgewendete Zeit. Also eigentlich ist ein Gaudi-Ding. Noch besser jetzt natürlich, wenn wir da auch ein bisschen was jetzt von unseren Ausgaben wieder reinkriegen durch Sponsoren. Danke dafür. Wir freuen uns da riesig drüber. Merci. In diesem Sinne, Anja, was hast du denn da für ein geiles T-Shirt an? Schön, dass du das bemerkst. Das ist mein neues Stravanzer-Shirt. Stravanzer ist eine bohrische Bekleidungsmarke. Die gibt es schon ganz lang. Ich habe das, glaube ich, schon vor 8 Jahren oder so getragen. Ich kann mich erinnern, dass ich da mal auf Instagram damals Bild gemacht habe mit einem Stravanzer-Kleid. Und ja, wir lieben die Marke sehr. Das ist gute Qualität, es schaut gut aus und es ist von 2 waschechten Bayern, vom Geschwisterpaar, von Christoph und der Laura. Und die stecken da wirklich sehr viel Herzblut ein seit Jahren. Und ja, wir freuen uns sehr darüber, dass sie jetzt offizieller Sponsor vom Wellensittich-Stammtisch sind.
und euch das hier quasi weiterhin ermöglichen und uns auch vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Danke euch. Ja, meine Lieben, wir haben das letzte Mal drüber geredet, über was ihr ein bisschen zu viel Wissen habt. Heute würde mich interessieren, welche Gegenstände euch denn ein bisschen zu sehr interessieren im Vergleich zum Rest der Menschheit. Res, was ist das bei dir? Also abgesehen von alle Airbusse da draußen, die sie von mir in Acht nehmen müssen, weil ich sehr großes Interesse an ihnen habe. An der Stelle auch nochmal liebe Grüße an Antonia, die tatsächlich großes Interesse an Flugzeuge hat. Ja, meine Tourbegleitung Antonia, also mein André ist unser Sepp Verena, aber ich habe auch noch die Antonia. Und wenn wir unterwegs sind und es fliegt ein Flieger an uns vorbei, dann, oder über uns, dann sagt die mir, welcher Flieger das ist und wie gern sie das Modell mag oder nicht mag. Das ist wirklich, das ist Nerdwissen hoch 1000. Also die hilft dir da gewiss weiter in der Partnervermittlung. So viel. Und abgesehen von den Flugzeugen, die mich sehr interessieren, schätze ich. Also es geht gar nicht so sehr ums Interesse, aber ich habe einfach überlegt, welche Gegenstände sind mir hier in meiner Wohnung sehr wichtig, wo sie andere Leute vielleicht denken, was ist das überhaupt, brauche ich das? Und auf Platz 1 ist bei mir tatsächlich meine Eincremehilfe für den Rücken. Wie alt willst du sein? Ich bin eine Rentnerin im Kopf und im Körper leider auch. Deswegen habe ich, für alle, die nicht wissen, was das ist so ein rundes Behältnis mit Kugeln drin und du kannst das Behältnis mit Creme füllen und dann tust du es auf einen Stiel und dann kannst du damit den Rücken eincremen. Ist das Und geil. das ist mir sehr wichtig, dieser Gegenstand. Den schätze ich sehr. Ohne den da ich es nicht machen wollen. Ja. Ja, Schön. Ja. damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber es freut mich sehr. Na? Ja. Gut. Na. Verena, Wissen wir das auch? hast du einen Gegenstand? Ich möchte nur kurz erwähnen, dass du hier auch echt Gold für einen Podcast bist, auch finanziell, weil du ermöglichst uns so viel potenzielle Sponsoren. Wir haben hier einmal Frohlich, Hundefutter. Ja. Wir haben die Eincremehilfe. Wir haben Ja. Hedelmeier, Develei, was auch immer, was wir Senfmarken. Ja. Ja. Stimmt. Da sind wir bereit. Das Danke, stimmt. Therese. Ja, sehr gern. Ihr müsst es doch nur sagen. Und wir hätten jetzt theoretisch auch noch Cremes für die Eincremehilfe. Ja. Ja. Also irgendjemand wird sie doch da jetzt mal finden. Wie dann Frohlich immer nur am meisten Herrlich. gefreien, aber gut. Ja, die haben leider überhaupt nicht reagiert. Na, der Schade. Also, naja, aber Pedigree ist sehr stark geworden, seitdem du das gedroppt hast. Naja, Ja. Ist werden auffällig. schon wissen, warum. Frohlich gehört wahrscheinlich zu Pedigree, oder? Ich habe keine Ahnung. Das kann schon sein. Keine ja, Ahnung. Ich weiß nicht. Und wer dies nicht versteht, scham die doch, hör doch die alten Folgen. Aber sowas von. Vreni, was ist denn bei dir? Ich interessiere mich ein bisschen zu viel für Notizbücher. Ich habe gerade hier in meinem Regal drüben nachgezahlt. Da stehen auch 12 Notizbücher Oh, wow. und in keinem steht was drin. Oh. Ist es so wie am ersten Schultag, dass man sich so richtig freut, dass man jetzt neue Sachen hat und dass man sich vornimmt, dass man Ja. das jetzt reinschreibt? Ist das dein Notizbuch? Ja, Verstehe. ich kann an keine Notizbücher vorbeigehen in Geschäften. Also anschauen tue ich es immer, mitnehmen tue ich es manchmal und dann habe ich es halt. Also falls irgendwer Ideen hat, was ich reinschreiben kann, her damit. Aber gibt es da dann Und, also Favoriten? Also magst du gern, wenn ein Datum drin steht oder so, oder das nicht? Also nicht so kalendermäßig? Also nein, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Also schon, am liebsten mag ich diese Gitterpunkte. Wie ein kariertes Bladel, bloß dass das nicht Linien sind, sondern nur Punkte in die Kastel. Genau. Ja. Dass man es theoretisch
nutzen kann, für was man möchte. Theoretisch. Theoretisch, weil ich nutze es ja nicht. Das ist wichtig, wie die Seiten ausschauen, wenn es dann live im Aber- Regal steht. Ja, es ist sehr wichtig. Nein, ich liebe das. Und ich liebe auch Stifte. Ich habe mitgekriegt von Eltern in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass Grundschulkinder und auch Ältere sehr viel diese Tierstifte sammeln. Ja. Die Legami. Die Legami-Stifte, die man auch wegradieren kann und so. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Legami-Stifte. Echt? Also jede Grundschülerin kann einbackeln gegen meine Legami-Stifte-Sammlung. Nur das zu wissen. Jetzt wären Grundschülerversuche bei dir einzubrechen. Kann sein. Ja, die nehmen wir jetzt nur erzählen, dass uns Dress zu Valentinstag einen Legami Wellensittich-Anhänger geschenkt hat. Ja, stimmt. Oh. Dann ist es Dann vorbei. bringen sie mein Auto auch noch ein, weil da hinkt er. Nee. An der Stelle darf Ja. ich mich gern beschweren, dass es so Freundessachen immer nur in Zweierpärchen gibt. Das finde ich ist eine Frechheit. Ja, das ist richtig. Ja. Ich hätte uns gern alle drei einen Wellensittich gekauft, aber es waren zwei so Wellensittiche mit so Anhängern, die so ineinander passen. Das ist echt Ja, gemein. Naja, da haben nur zwei zusammenpasst. Es ist okay für mich. Ja, stimmt. Es gibt auch nicht so Herzal-Anhänger zu dritt oder so, gell? Immer nur Ja. das Wort. Nein. Nein. Ja, Ja. da müssen wir uns mal hier auch mal ein bisschen Ja. über den Tellerrand hinausschauen. Gell? Das war schön. Naja. War wichtig. An dieser Stelle möchte ich nur einen kurzen Tipp an die Jugend rausgeben, an die Mädels, weil ich weiß, dass uns da auch ein paar zuhören. Es ist meistens nicht so gesund, wenn man in der Schulzeit nur eine beste Freundin hat und nur mit der ein Herzchenanhänger und keine Ahnung was. Macht's das nicht. Wenn das die Freundschaft anfühlt wie eine Beziehung, dann ist das ein bisschen zu viel und endet oft ganz, ganz bäs. Den Tipp möchte ich euch geben. Macht's damit, was wollt. Wir sind jetzt in dem Alter, wo wir Tipps an die Jugend verteilen. Das fühlt sich schlimm an. Ja, ist so. Aber ich habe gestern meinen Fernseher angeschaut und habe mir gedacht, so, jetzt bin ich doppelt so alt wie du. Ich habe den gekriegt, als ich 16 war. Ja, Naja. aber ich bin ehrlich gesagt nicht genug interessiert an Fernsehern, um mir ein Nein zu kaufen. Aber an was bist du denn interessiert, Anja? Sag doch mal. Ich bin interessiert, und das ist sehr ungewöhnlich für viele Musiker, weil viele Musiker sagen sowas wie, ja, also ich spiele schon seit 20 Jahren Gitarre, aber ich kann keine Noten lesen. Und sagen halt, deren halt immer so, als war Noten irgendwie was Blöds, aber na, Noten sind einer meiner Lebensinhalte. Ich liebe Noten. Ich liebe Notenhefte. Wo ich das letzte Mal in einem großen Musikgeschäft war, habt ihr danach von mir einen Notenhall gekriegt. Habe ich euch gesagt, Ja. was ich gekauft habe. Und Oh, darüber schön. referiert, weil ich mich so gefreut habe. Ich mag Noten so gern. Ich kriege Noten auch sehr gern geschenkt. Wenn man mir da eine Freude machen möchte, dann gern Noten herschenken. Mag ich sehr, sehr gern. Und auch Noten zu lesen, das entspannt mich. Ich hocke dann da am Klavier und spiele dann so, muss mich da konzentrieren, einfach nur auf das drauf. Geil. Geil. Da lernst Noten lesen. Aber ich muss nur sagen, bevor ich hier irgendwelche Gitarrennoten geschenkt kriegt, auf der Gitarre kann ich nur Tablatur lesen. Da freue ich mich ebenso drüber wie über normale, aber kann ich leider nicht auf Gitarre anwenden, die normalen Noten. Nur, dass darüber informiert seid, ist auch wichtig. Ich hoffe, ihr Ja. schreibt alle Mitleid. Es ist Ja. wie immer klausurrelevant. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch schon nervös vor der ersten großen Klausur. Also, Ja. sie kommt. Am 5.9. bei unserem Live-Auftritt. Da werden die Bladel austeilt. Und wehe, jemand schreibt ab. Ja, das tolerieren wir hier nicht. Schön, dass wir darüber geredet haben. Was auch ein bisschen dazu passt, war die Frage, was denn in eurem Leben generell viel präsenter ist, als wir in die Leben von anderen Leuten. Höchstwahrscheinlich. Reis, was ist das bei dir?
Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich sehr intensiv eBay Kleinanzeigen studiere vorm Schlafen gehe, dass da nochmal nachgeschaut wird, was es Neues gibt, bei den verschiedenen Suchbegriffe, die ich gerade so auf dem Schirm habe. Und ebenso wird abends vor dem Einschlafen nochmal gecheckt, welche neuen Hunde es im Tierheim gibt. Da muss auch nochmal geschaut werden. Ja, das mache ich auch. Ja. Und dann dann fühle ich mich immer so in den Hund ein. Also ich schaue dann das Bild an, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. So wähle ich zum Beispiel auch Ärzte aus, dass ich mir die Fotos auf der Webseite anschaue und dann spüre ich schon, das passt oder das passt nicht. Und so mache ich das bei den Hunden dann Das auch. mache ich nicht. Macht ihr nicht? Nein. Na, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. was? Ich habe heute Nacht einen sehr unangenehmen Traum gehabt und der ist mir jetzt gerade gekommen. Erzähl. Okay. Ich möchte dazu sagen, dass ich eine Zahnärztin habe. Ja. Und ich habe heute Nacht Okay. geträumt. Also ich habe diese Person noch nie in meinem Leben gesehen. Aber in meinem Traum war das mein langjähriger Zahnarzt. Und ich habe mit dem rumgemacht. Oh Gott. Im Behandlungsstuhl oder habt ihr euch so getroffen oder was war los? Irgendwie es war eher so wie ein Krankenhauszimmer. Also es macht noch weniger Sinn. Ich weiß nicht. Und in dem ersten Moment war der Kuss schön und dann habe ich nur noch die Zunge geschmeckt und dann hätte ich fast gespielt. Im Traum. Ih. Dann habe ich mir gedacht, ja, passt schon. Und dann bin ich gegangen. Naja, das zu dem, was mich nachts beschäftigt. Moving on. Zurück zu schöneren Sachen. Süße Hundefotos nämlich. Ja, die schaue ich mir da sehr intensiv an. Ich folge also verschiedene Tierschutzorganisationen auf Instagram und dann schaue ich da, was noch so nice gibt und denke mir, oh, der ist süß, oh, der Arme. Ich hoffe, er findet ein gutes Zuhause. Also da wird auf jeden Fall auch nochmal ordentlich durchbladelt. Und was auch noch durchbladelt wird, ist bei Tätowierer und Tätowiererinnen, denen ich folge, ob die neue Wannadoos gepostet haben. Also Wannadoos sind quasi Motive, die von sich aus posten und sagen, hey, das darf's zu einem günstigeren Preis geben, weil da habe ich richtig Bock drauf, das zum Stecher. Wer möchte sich das von mir tätowieren lassen? Und dann schaue ich mal, ob da was für mich dabei ist. Das ist so meine Abendroutine, bevor ich schlafen gehe. Verena, was ist bei dir? Bisschen präsenter in deinem Leben innen drin als bei anderen Leuten? Bei mir sind es Postfilialen. Das stimmt. Ihr wisst es Dani und Andreas kriegen immer sehr viele Sprachnachrichten von mir. Ich fahre gerade auf Post. Ich war gerade bei der Post. Ich komme gerade von der Post. Ja. Ich hab eine Lieblingspostfiliale. Fand Therese schon sehr witzig, der da auch. Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie oft Pakete, die ich auf Post bringe. Und die eine Postfiliale ist so eine kleine Espresso-Bar und Blumenladen in einem, das ist winzig. Süß. Und der Mo, der da drin arbeitet, das ist so ein netter Mensch und so eine positive Süßmaus, dass ich immer am allerliebsten dem meine Backel bringe, weil da gehe ich immer mit guter Laune wieder raus, weil der so nett ist. Süß. Das ist richtig schön. Ja, leider sind seine Öffnungszeiten nicht ganz mit meinem Leben konform, aber wann immer es mir möglich ist, gehe ich zu ihm. Nett. Was man dazu noch sagen muss, ist, Verena ist übrigens auch unser Wellensittich der Woche Brieffee. Das heißt, wenn ihr einen Brief gekriegt habt, weil ihr Wellensittich der Woche geworden seid, dann hat den Verena höchst persönlich zur Post Zur gebracht. Post braucht. Und auch verbackert. Einfach mal drüber. Ja. Abgeschleckt hat es dann wahrscheinlich sogar, die Sau. Ja, das Kuvert abgeschleckt. Ja. Da ist mein DNA drauf. Jetzt wird die wer klonen. Ach du Scheiße. Das ist unser Freude, ihr kriegt's die nicht. Lasst mich klonen. Du rast völlig aus. So nämlich. Anja, was ist in deinem Leben sehr präsent, was andere Leute nicht so interessiert? Bei mir sind es, glaube ich, Partykünstler und Künstlerinnen. Also, ich denke ja selber eher, dass ich zur Mundartszene gehöre. Also halt zur Dialektmusikszene. Viele Leute ordnen mich aber eher bei der Partymusikszene ein. Mir ist es an sich gleich.
Und dementsprechend bin ich da oft gebucht auf Mallorca-Veranstaltungen zum Beispiel. Ich habe ja auch selber schon oft auf Mallorca gespielt und dementsprechend kenne ich da jeden und kriege alles mit. Und da passiert echt voll kranke Scheiße. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was in dem Business abgeht. Und ich meine, für den Rest von Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist die Malle-Szene jetzt nicht so groß im Kopf. Also es gibt schon noch andere Musik. Es gibt für mich auch andere Musik. Ich höre auch andere Musik. Ich darf jetzt auch nicht sagen, dass ich 1:1 Mallorca-Musik immer mache, außer meine Après-Ski-Lieder vielleicht. Aber es ist so präsent in meinem Kopf. Also wirklich, ich weiß alles. Ich weiß auch zu viel. Ich möchte manche Sachen ganz dringend vergessen. Oh, so gleich. Ja, das zu dem. Aber das liebt meine Freundin Jasmin sehr. Grüße an der Stelle. Weil die ist schon immer Malle Ultra und für die ist das wie Klatschzeitung lesen, wenn sie mit mir redet, weil die ist die einzige Person, der ich da immer die neuesten Sachen erzähle, weil es interessiert sonst auch keinen. Und die hat auch gesagt so, ja, irgendein Artikel kam heute irgendwie im Dezember oder so und dann hat sie gesagt, das habe ich ja schon, das ist ja schon euer Hut. Das weiß ja ich schon lang. Und sie liebt es sehr. Geil. Schön. Naja, ich würde sagen, wir kommen zu den 3 Besten, zu den 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da die heute gern von euch wissen, was sind denn die 3 besten versus die 3 schlimmsten Kleidungsstücke, passend zu unserem neuen Sponsor. Res, was ist das bei dir? Die 3 schlimmsten Kleidungsstücke für mich höchstpersönlich sind auf Platz 3 Hoodies ohne Bauchtaschen. Ich finde das einfach eine Frechheit. Zu einem Hoodie gehört eine Bauchtaschen dazu. Also, ja, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Passt. Auf Platz 2 der schlimmsten Kleidungsstücke für mich sind Strumpfhosen, wo der Zwickel nicht richtig passt. Also der Zwickel ist quasi das Stück Stoff direkt im Schritt. Und wenn das nicht richtig passt, das ist oft bei so Drogeriestrumpfhosen so, die man wahrscheinlich bloß 1-2 Mal anhat, weil die schnell kaputt gingen. Aber die sind oft so ungemütlich, dadurch, dass mit dem Zwickel irgendwas nicht stimmt. Das regt mich auf, da kann die völligst ausrasten. Wo kaufst du deine Strumpfhosen? Warum? Weil ich nur Drogerie-Strumpfhosen habe. Und regt dir das da nicht auf mit dem Zwickel? Na, also... Das ist auch nicht bei jeder so, aber ich habe das Gefühl, Manchmal. so jede 5. Echt? ist dann ungemütlich. Also hier sehr, sehr leider unbezahlte Werbung an der Stelle. Ich habe immer die Strumpfhosen von Nur die. Und die finde ich super. Rein optisch. Ja. Und auch vom Sitz her hätte ich mir noch nichts gedacht. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, so jede 5. ist wahrscheinlich das Ohr dabei. Naja. Wir bleiben bei der Zwickelregion. Auf Platz 1 der schlimmsten Kleidungsstücke, für mich höchstpersönlich, sind Bodies, wo die Knöpfe erstens ungemütlich sind und zweitens relativ weit hinten. Also man macht Bodies ja im Schritt zu, meistens mit so 3 Druckknöpfen. Und das nervt so absurd, wenn man dann bieseln geht und den Body dann wieder zumacht und die Knöpfe viel zu weit hinten sind. Also mein Arm ist nicht so lang. Ich kann mir nicht so weit hinten, es geht nicht. Leid. Wir haben in der Es geht Folge einfach gar nicht mitgekriegt, dass du kurze Arme hast. Wie so ein T-Rex fühle ich mich da. Beim Rücken eincremen und beim Body zumachen. Naja. Naja, gut. Ich sehe ein Muster. Es liegt wahrscheinlich wirklich an meinen Armen. Schade eigentlich. Kommen wir zu den 3 besten Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank und in meinem Herzen innen drin. Auf Platz 3 sind generell Accessoires. Ich finde es einfach schön, wenn man nur ein kleines Halstüchlein hat oder nochmal, wenn das Outfit schon fertig ist, nochmal irgendein Westen drüber oder halt einfach irgendeine Art von Accessoire. Ist ein Westen ein Gürtel. Accessoire? Ich finde Das habe ich schon. mir auch gerade gefragt. Ich finde schon, wenn das Outfit schon fertig ist,
Du brauchst jetzt das nicht. Also wenn quasi Ja. Optik über Funktionalität geht, ist für mich ein Accessoire. Schau an. So, ein Gürtel, den die Hosen eigentlich nicht braucht, den man nur tragt, weil er nett ausschaut. Solche Sachen. Genau. Auf Platz 2 sind bei mir, jeder, der die Folge gehört hat, in der wir drüber reden, was wir attraktiv finden, weiß schon, ich liebe Hoodies. Und nicht nur an andere Leute, ich liebe es auch an mir. Ich finde, Hoodies sind einfach gemütlich, schön, Kapuzen auf. Ich liebe so oversized die Hoodies, wo man sich so einkuscheln kann. Mega gut. Aber sie brauchen auch Bauchtaschen, sonst bin ich jetzt wieder. Und auf Platz 1 der besten Kleidungsstücke auf der ganzen Welt sind Sweater. Also einfach quasi ein Hoodie ohne Bauchtaschen und ohne Kapuzen. Lieben wir. Gern auch aus so ein bisschen einem dickeren Stoff. Die Ärmel auch so ein bisschen zu lang. Perfekt. Das fühle ich sehr. Bin ein großer Fan. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Verena. Ich fange an mit den 3 schlimmsten Kleidungsstücke für mich. Auf Platz 3 der schlimmsten Kleidungsstücke für mich sind Röhrenjeans. Ah. Ich küsse die Schnäbel der Gen Z, dass sie wieder einen Schlabberlook zurückgebracht hat. Danke, danke, danke. Danke euch für weite Hosen. Ein Röhrenjeans tut nichts für meine Figur und eine weite Hosen tut sehr viel dafür und dafür möchte ich euch von Herzen danken. Ich werde nie wieder was anderes erzählen. Auf Platz 2 der schlimmsten Kleidungsstücke für mich sind Jumpsuits. Nicht, weil ich es nicht mag. Ich liebe Jumpsuits von ganzem Herzen. Die schauen richtig geil aus. Ich fühle mich richtig geil und richtig wohl in diese Dinger. Aber mein liebster Jumpsuit hat am Rücken 3 Knöpfe. Oh. Also wenn du jetzt aufs Klo musst und es pressiert, also man muss echt rechtzeitig anfangen. Ist einfach so. Ich bring diese 3 Knöpfe zu, mit meinen Armen geht das. Ich bring's auch auf, aber es dauert einfach. Ich finde, der Jumpsuit ist nichts, mit was Deswegen- man saufen geht. Da, wenn du dann Nein, besoffen bist, auf auf gar dem keinen Klo, oh, da wird's eng. Schwierig. Ja, schwierig. Nein, habe ich auch noch nie ausprobiert. Doch, ich schon. Das war schlimm. Ja? Ja. Okay. Das war aber, der hat so kurze Beinchen gehabt. Und dann habe ich einfach hier, angezogen. Einfach angezogen, durchbieselt. Weißt du, was ich meine? Nein. Doch. Ja, nein. Ja, ich hab mich ja nicht angebieselt dabei. Aber, Ja, da war aber auch, krass. da war hinten, also der war quasi auf so einer Höhe, der Knopf, da wo Drehs nicht hingekommen war. Ohne ihr. Ja, ohne meine Eincremehilfe. Ja. Und die besoffene Anja ist auch nicht mehr hingekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss so dringend bieseln, was soll ich denn machen? Und dann ist hier einfach am Hosenbein sauber rübergezogen worden. Das ist hier der Lifehack. Wieder sehr viel Fetisch-Content, der hier umsonst produziert wird. Ja, gut. Also, wenn das dein Fetisch ist, dann hast du ja ganz andere Probleme. Pisse ist also ich würde sagen, nach Viers ist Pisse der Nummer 2 King Oder? in Deutschland. Ja, wurscht, Ja, finde ich in Ordnung. Okay. schenken wir euch. Ja. Den schenken wir euch, ja. Okay, dann auf Platz 1 der schlimmsten Kleidungsstücke für mich sind Stringtangas. Geht nicht. Also die, wo wirklich nur Schnirl haben. Ja. Nicht, also ein normaler Tanga ist okay, aber Stringtangas, die verschluckt mein Arsch. Es tut mir leid. Ich Geht glaube, die nicht. verschluckt jeder Arsch. Das ist ja der Sinn. Aber nicht so. Okay. Okay. Dann kommen wir zu den 3 besten Kleidungsstücke für mich. Auf Platz 3 sind kurze Hosen. Ich liebe kurze Hosen, weil erstens Sommer, zweitens kann man es auch mit Strumpfhosen und kurzer Hosen stylen. Liebe ich. Sie sind lässig, sie sind gemütlich. Und sie sind auch schick, je nachdem. Auf Platz 2 der besten Kleidungsstücke für mich sind Kappis. Ich liebe Kappis. Wenn man eine geschissene Friesen hat, hockt man sich einfach eine Kappe auf und schaut geil aus. Das ist gut. Und auf Platz 1 der besten Kleidungsstücke für mich sind Hoodies. Wir haben es schon bei der Reise gehabt. Hoodies einfach geil. Ja. Und generell trage ich die wirklich sehr, sehr viel Ja. in meiner Freizeit. Anja, was sind denn deine Top 3 Kleidungsstücke und deine Flop 3 Kleidungsstücke? Also, auf
Platz 3 der schlimmsten Kleidungsstücke für mich, privat persönlich, sind Poloshirts. Oh, ja. Ich habe kein Fühle. Problem damit, wenn das andere auch haben oder so. Ich finde es auch okay, wenn man das zum Arbeiten noch hat, okay. Aber es wird der Tag nicht kommen, an dem ich sage, heute trage ich privat ein Poloshirt. Das passiert nicht. Ja. Anja in 2 Jahren auf dem Weg zum Tennis Ja. mit so einem Poloshirt und so einem Reckerl. Ich weiß nicht, irgendwie schaut man in einem Poloshirt, es tut mir so leid, wenn ihr euch jetzt angegriffen fühlt, aber da spricht mein Kindheits-Ich wahrscheinlich aus mir, schaut man irgendwie spießig aus. Das fand ich als Kind schon sehr spießig und das habe ich irgendwie immer nur innen drin. Naja, dann kommen wir zum Platz 2 und das sage ich auch für mein Kindheits-Ich. Da redet tatsächlich die kleine Anja, weil in unserer Kindheit war das auch echt irgendwie ein bisschen ein Ding. Ich habe das Gefühl, jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen. Und meine Mom wollte die mir immer kaufen, weil sie das so schön findet. Und ich habe die Krise gekriegt. Und deswegen, als hier erwachsener Mensch, erfülle ich meinem Kind den Traum und sage öffentlich, Korthosen. Finde ich süß. Verstehe ich deine Mama. Ich finde das an Kindern unfassbar süß. Und ich finde es, ja. Ja, ich wollte aber nicht süß sein. Hallo. Ja, das muss man am Kind in dem Alter erzählen, wo das Kind noch nicht protestieren kann. Ja, das soll ja anscheinend schnell, genau. Auf Platz 1 der schlimmsten Kleidungsstücke für mich ist so ein Hut mit so einem Nackenschutz. Also ich meine an sich fühle ich's. Ich bin ja auch Redneck. Aber du musst durch. Das schaut einfach so blöd aus. Ja. Auf Platz 3 der besten Kleidungsstücke ist für mich ein Dirndl. Du bist einfach schön angezogen damit. Es schmückt einfach jede Frau, jeder Figur. Es ist schmeichelt, es ist ein schönes Kleidungsstück. Das einzige Problem, und deswegen habe ich ja kurz überlegt, ob es auch auf meine schlimmsten Kleidungsstücke kommt, ist, dass man keine Luft kriegt da drin. Die Schneiderinnen, die sagen ja immer, wenn man sagt, oh, ist das sehr eng, müssen wir nur ein bisschen enger machen. Weil ein Dirndl sollte nicht so schlapprig an dir dran liegen. Das schaut blöd aus, zumindest in den Augen einer Oberbayerin. Das muss eng sein. Und dann sitzt man da in so einem Bierzelt und trinkt ein paar Maß, isst was sehr Deftiges und denkt einfach nur, dass man jetzt nur noch über seinen Busen atmen kann, also nur noch über seinen Ausschnitt, nur noch quasi so nach oben, weil ein Bauchatmen funktioniert nicht. Und ich habe das auch festgestellt, dass ich bei meinen Auftritten keine Dirndl mehr tragen kann, weil man singt ja auch in den Bauch eine und da ist einfach bei mir so die Schürzen, das ist zu eng. Es geht nicht. Ich krieg da keine Luft, ich stirb regelmäßig auf der Bühne mit einem Dirndl. Also da muss ich leider die Herbert-Herzen brechen. Es wird keine Dirndl oder wahrscheinlich heute nicht mehr so oft Dirndl geben auf der Bühne bei mir. Sorry. Auch wenn es so nett ausschaut, ich weiß schon. Dann auf Platz 2 der besten Kleidungsstücke ist für mich ein weites T-Shirt. Yay. Daher perfekte Wahl getroffen. Ich mag Oversized-Shirts, ich mag vor allem so XXL-Shirts. Fühle mich wohl darin. Und auf Platz 1 der besten Kleidungsstücke ist für mich der Entchenhut. Natürlich. Klar. Ähnlich wie beim Dirndl, da bist einfach angezogen. Er kleidet einfach, ja. Kannst nichts sagen. Du schaust zwar aus, als hättest du auf jeden Fall 100 IQ-Punkte weniger, aber das ist auch genau der Charme von dem Hut. Ja, ja, das war. Richtig. Ich war letztes Jahr privat auf dem Superblumen-Festival in München und ich gehe normalerweise, wenn dann nur auf Rock- oder Metal-Festivals oder auf Festivals, auf denen ich selber spiele. Und vielleicht nur Blasmusikfestival. Und ich war noch nie auf so einer Art Festival, es war halt eher so Popmusik, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hab gedacht, naja, auf Festival, da ziehe ich meinen Entchenhut auf, klar. Und dann war ich vor Ort. Und es war aber eher so, wir machen uns alle sehr, sehr schön Festival.
Also da waren alle Frauen so. mit sehr schönen Outfits, so Cowboystiefeln und so und voll aufgestylt mit also Glitzer und so im Gesicht. Und ich habe ein schwarzes Shirt gehabt und einen Entchenhut auf. Also ja. Aber du warst angezogen. Ja. Ich war auch angezogen, ja. Besonders gut vor allem. Eben. Naja, wer diese Woche wahrscheinlich besonders gut angezogen ist, und zwar, weil er einfach von innen strahlt, weil er seine Schönheit nach außen drungen wird, nach dieser Auszeichnung. Das ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, lasst's mir ran. Ihr seid schon wieder mega aufgeregt, ihr habt's Herzklopfen. Ich hoffe auch, dass dieser Wellensittich Herzklopfen hat, denn er ist immer einer unserer ersten Hörer. Und ich denke, wenn er das jetzt hört, hat er Herzklopfen. Es wird so 4, halb 5 in der Früh sein. Und er wird uns schon ganz lange Nachrichten geschickt haben, weil er nämlich immer, während er hört, live kommentiert in unsere DMs und mit uns redet. Wir durchleben quasi jeden Donnerstag die komplette Folge nochmal, weil er minutiös antwortet in sehr vielen, sehr langen DMs. Da muss man sich dann immer unter dem Tag einmal in Ruhezeit nehmen, um das durchzulesen. Das ist nämlich immer sehr unterhaltsam, was er sich denn denkt bei all unseren Aussagen. Naja, du wirst das wissen. Ben, es bist du. Wer soll es denn sonst sein? Als ob das nur jemand anders so krass machen darf, oder? Du coole Socke. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Support und Merci. dass du immer so mit deinem ganzen Herzen dabei bist bei jeder einzelnen Folge. Danke dir. Wir schreiben dir im Laufe des Tages eine DM, du hast es wahrscheinlich schon gehört, du schreibst uns ja gerade. Du kannst eigentlich auch gleich deine Adresse und nachschicken, dann wird dir das Wellensittich-Brief gleich demnächst zugestellt. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Merci. Merci. Dann würde ich sagen, es war wunderschön mit euch. Es war Wunderschön. ein Fest. Ich finde schön, dass wir gut angezogen sind. Und wir sind doch auch nächste Woche wieder gut angezogen. In ein Ohren innen drin. Macht es gut. Bis dann. Pfiat euch. Halt, ich möchte noch was sagen. Ganz Ja. dringend. Ganz dringend. Ja, okay. Und zwar, wer, das ist jetzt was, um euer Leben quasi besser zu machen, wer in der letzten Folge die Aussagen von uns am Ende nicht verstanden hat mit, also dann Erwin, der gibt jetzt bei Spotify oder wo auch immer ihr Musik oder Podcasts hört, gibt jetzt ein Gerhard Polt, der Erwin. Diesen Sketch, der ist einfach sehr, sehr treffend und sehr, sehr gut und der hat sich in unserem Sprachgebrauch zumindest sehr manifestiert. Also dann Erwin, gell? Also nachher. Mach's Also gut. nachher, Erwin, Ja, gell? wir hören Gibst uns, uns gell? nur 5 Sterne, ja? Ja, auf Spotify. 5 Sterne. Schreibst du, Auch bei Apple. Ja. Na, und Ja, folgst genau. uns auf auf TikTok auch. Ach so, ja. schreibst du Aha. noch Kommentare. Ja. Ja, Aha. Gut, Gut, Wellensittich super. Stammtisch hast du mir über. Weißt du das eh? Ja. Ah ja, Wie gut. wie geht's die Kinder, gut. Erwin? Nachher. Ladies. Mach's Servus. gut. Servus. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.